kan nog een 100 eeuwen houden. So den wil ik dan, wenn ik zondag is naar de kerk voor, den wil ik dan doorgeven. Ich habe hier so von der ein Timer, wo wir nicht so fertig von reden dürfen. Wenn ihr im Bulletin habt gekickt, dann will das wohl sein. Und das ist von Jeven. Und ich rede nicht davon, dass wir als Elders oder wir als Lehrer haben gesagt, na, du wirst nicht genug gegift. Deswegen habe ich dort, wir haben nichts dort im Sinn, die wissen dort nicht mal, dass ich sehe dort, von was ich will reden. Aber das hat nicht damit zu tun, dass ich glaube, jeder nicht geben. Aber das hat damit zu tun, weil ich glaube, das ist eine wichtige Lehre in der Bibel von Jeven. Und ich bin davon überzeugt, mir persönlich, die Bibel, die hat ein ganzes Prinzip von einem Tiendel geben. Und das ist von was ich will von der mit reden. Und ich weiß, viele von uns, wie gleich und gleich, wenn das an sich Geld steht und ans Verdenken halten wird, wo wir Geld verbrücken dann, na, das kann man dir nicht. Aber ich glaube, wo wir ans Geld brücken dann, wenn wir uns einen anderen bekicken dann kann wir gleich nach sein Wort, was wichtig ist in uns Leben. So, wenn ich ganz am Anfang jankert mich, bloß das klar zu merken, von was ich will reden, von der, und das, ich will sagen, wem was du vielleicht nicht Brüxen-Tiendel geben. Und dann will ich auch noch ganz klar sagen, wem was ich mich berufen will, das Tiendel zu geben, zu Gott. Und für wir durchgehen, ja, mir bloß ein paar Dinge wird jetzt sein, wenn wir von den Tieren reden. Auf Englisch reden wir von Tithing, Spanisch reden wir von Diezmos. So, was meint die Bibel damit? Also, von was redet die Bibel, wenn die redet von dort Thema? Und mir jankert so ein paar Vers von zu lesen, das in 1. Mose 14, Vers 22, du sagst, es ist das. Also Herr Jakob, der hat eine ganze Erfahrung mit Gott. Und dann sagt Jesus das, dann soll der Herr mein Gott sein. Und von all dort, was du mir gibst, also er redet zu Gott, all dort, was du mir gibst, wo ich dir ein Tiendel geben. Dann in 3. Mose 27, Vers 3, ich habe einen Vers, wo er sagt, das Tiendel von jeder Art von Getreide und von der Frucht und der Bäume gehört dem Herrn aus seiner heilige Aufgabe. Nach 4. Mose 14, Vers 22. Je sollen jeder Jahr ein Tiendel von der Ernte von jener Flecke zu Seed saaten. So, das haben wir, wenn wir reden dann von der Tiendel in der Bibel, dort redet gleich von nochmal wo einen Tipp geben. Dort redet gleich von irgendwo bloß mal Jan fehlt Worten, dann gebe ich den. Aber wenn der Gäste uns bloß irgendwo unmuten hat, dann gebe ich durch so. Ich glaube, das sind Dinge, die wir sollen tun, und die sind fern, und die haben ihren Platz. Aber wenn wir reden von der Tiendel geben, von 10% geben, dort ist ein geplantes geben, was wir haben. Wir tun uns das vernehmen, was will ich geben, und dort will ich pünktlich geben, als das dann nur leichter ist, oder nicht so leicht. In Tiendel geben, dort ist gleich zum Segen kriegen. Und dort wir dann wollen, das ein Segen von Gott erwarten. Dort ist so gleich ein Membership-Fee, kann ich sagen, zum uns im Himmel anschreiben, dass wir geben, naja, das ist dann mein Ticket, dass ich in den Himmel komme. In Wirklichkeit 10% ist gleich geben nicht.
wat is dat dan, Frau Wiffey? Dat is bloß een tiendel teruggeven van wat God ons onvertrouwen hat. Wen hij bloß einfach Gott ist. En een prediger zegt mal so dat, en ik weet wat hij zegt, dat soll ab blöde sein, aber hij zegt een tiendel geven, dat is nicht stehlen. Wen geven, dat is, wen dat je hier Gott, hij heeft den Prinzip door ze gegeven. Geven is Gott aanbeden met het eerste en het beste. Also dat is wat geven is. Geven is een vorm van aanbidding. En dat is een beetje wat de Bibel van reden dat van dat principe van een tiendel geven. En we kunnen dan vielleicht sagen, wem wat würde ich nicht brücken, wem wat brücke ich euch ein Tiendel geben? Wir können uns vielleicht mal sagen, wem wat ist ein Tiendel geben nicht? Das ist gleich uns der Erlösung verdienen. Das Geben, das ist gleich uns Gewissen beruhigen. Du hast einige, hast noch mal gehört, die haben sich vielleicht verschuldigt, die haben irgendwo sehr abgemessen gegen Gott. Und dann denken sie, okay, dann wollte ich nicht bloß mir gut Geld geben, dass ich mein Gewissen kann beruhigen für wen, was ich getan habe. Das ist gleich, was das ist. Das ist gleich, Gott seinen Segen geben. Wenn irgendwas von dir dein Motiv ist, wenn was du geben das, dann merkst du eine Pause mit. Wir geben nicht, um die Erlösung zu geben. Wir geben nicht, um uns Gewissen zu beruhigen. Paulus, der redet davon, wenn die Erlösung, wie uns geben, das hat nichts mit unserer Rettung, mit unserem Erlösungswerk zu tun. Er sagt in Epheser 2, Vers 8, 9, sagt Jesus das. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, will sie glauben. Das ist nicht durch ihre Werke, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht durch Werke, sodass keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. Also, wenn wir geben, wenn wir uns damit wollen, der Erlösung verdienen, dann soll das Werken, dann hat das was mit uns zu tun. Und wir haben die umsonst gekriegt, das hat nichts mit uns Werken zu tun, anders wird wir uns können sein, na, das habe ich mir verdient, nicht? Geben es nicht, Gott seinen Segen zu geben. Und das ist nicht so ein Handel, was wir merken tun. Ich gebe Gott $100, dann ist er mir $1000 schuldig. Sonst dort haben wir viele von uns vielleicht gehört, wenn wir haben in anderen Ländern TV gehört, TV-Prediger, die sagen, check uns bloß mal $100, Gott wird ihnen $1000 geben, oder der wird ihnen einen Teil dafür geben. Und das ist gleich, was geben ist. Wir geben gleich, um zu kriegen. Wir geben Gott, wen Gott ist. Er ist der Herr, er ist der König, er ist der Erlöser und er ist unserer Anbetung würdig. Und dort ist wem, was wir geben dann. Hier würde ich gleich ich kann Ihnen gleich sagen, nicht, dass jemanden geben, das ist ein Ding, was jemanden mit Gott überarbeiten. Aber ich will hier bloß was mitteilen, bloß damit ja sehen, bloß wo zum Anerkennen, was du ist. Und das, ich würde gleich sagen, 5 Ursachen zu sagen, wem was ich geben darf. Wem was gebe ich? Die erste Ursache ist, ich gebe, wen das halt mir Gott an erste Stelle zu stellen. In 5. Mose 14, Vers 23 habe ich so einen Vers, der jetzt so steht. Gut mit das Tiendel, nur der steht, wo der Heilige Gott will, zum seinen Namen du bekannt merken. Das ist dazu, dass je fähig für den Herrn Gott lehren, ab alle Tiden. Und hier so bloß mit einer Note, er sagt hier, gut mit das Tiendel, nur der steht, wo der Heilige Gott will, zum seinen Namen du bekannt merken.
En ik zie een geloven aan, we geven door zo, wo we thuis zijn bij die groep, wo we aanbidden, top doen, dat is wo ik geven doe. En in de andere part van dit vers, die zegt, dit is dat je vraagt voor den Herrn, je God leren op alle tijden. Also dit is dat door aangegeven zaten, die zeggen, dus dat de oorzaak vergeven is, dat we God immer wollen und eerste steden in ons leven haben. Noch ein Vers uit 2. Mose 23, Vers 19 sagt, dat beste Port von dat je dat eerste ernten kan, zal je nur den Herrn, je Gott, zijn huis brengen. Also dat beste Port en dat eerste wat je ernten doen, sagt hij, zal we naar Gott zijn huis brengen, do wo we aanbeden doen. En de Bibel leert ons, we geven dat eerste. En ik wil hier een kleine Beispiel aanbieten, wat zijn. Vielleicht, das ist nicht perfekt, aber vielleicht merkt das mir etwas aus. Da wir bloß mal sein, wir kriegen das alles sehr billig. Wir kriegen Geld an von 1000 Peso. So, was tue ich dann nu mit den 1000 Peso? So, das erste, die Rente betalen, oder die, was mein Haus holen. So, da gebe ich 100 Peso für. Das nächste gebe ich 100 Peso in die Chor oder Termin fertig in der Ordnung holen. Dann haben wir so lange Jahre drüber fahren, bevor wir ein paar Jahre verließen, geben wir 100 Peso. Dann fehlt noch Erntekäupen für eine Walmart und wir geben 100 Peso zum Erntekäupen. Dann fehlt noch was Frucht, dann fahren wir in den Distrito und wir geben noch 100 Peso. Dann haben wir so lange Jahre mit unseren Freunden auf Route fahren von Kaffee, wir fahren nach Brewhaven, so du brauchst noch einmal 100 Peso. Dann ist noch die Lichtbild gekommen, du sie geben 100 Peso. Dann ist noch uns Phone und uns Data, noch einmal 100 Peso. Dann sind noch was Dinge, die uns von Mercado Libre fehlen, bestellen die durch so, das spenden wir 100 Peso. So dann habe ich so meist alles gekauft, was mir fehlen darf. Ne? Ich kann noch ein 100er ewig holen. So den wollte ich dann, wenn ich Sonntag schon gekauft vor dem wollte ich dann durchgeben. In Wirklichkeit ist das ist ein Tiendel von den 1000, aber das ist gleich von was die Bibel reden wird, wenn wir ein Tiendel geben tun. Wenn wir das letzte Tiendel geben tun, da braucht kein Glauben, das ist bloß, das ist ewig geblieben, das wollte ich dann nur noch geben. Und vielmal ans Geben, das hat gleich zu sein mit der Nummer zu tun. Das hat viel mit unserer Einstellung von uns zu tun. Wenn man das letzte gibt, dann braucht das gleich Glauben zum Geben. Gott ist Gott, wer Gott ist, und wenn ich das erste gebe, dann weiß das, da muss ich am Vertrauen. Und du sagst vielleicht, das wird sehr, sehr schwer sein, in Tiendel geben. Und ich weiß das noch, dass ich das erste Mal hier in Deit, bei mir das wir ein schweres Ding. Ein Tiendel, 10%, that's a crazy amount. Ich meine, wenn ich würde, ging ja das vielleicht so, ich meine, wenn ich würde wollen 10% geben, dann würde ich mein Leben ganz von Gott anschauen. Und dort ist kein, was ich will machen. Ich würde vielleicht machen, was abgeben. Wenn uns Herrn nur fallen, dort kostet
alles, was wir haben, so wie erinnert worden für Sonntag. Du musst Gott wichtig nehmen, in der ersten Stelle zu stellen, zum Angeben. Und dort braucht Glauben, das erste zu geben. Und dort braucht ich Glauben, wenn ich das letzte gebe. Geben, das weiß nicht bloß, dass Gott wichtig ist in meinem Leben, aber das weiß auch, dass Gott die erste Stelle hat in meinem Leben. Das ist, was ich probe, das erste Mal ist auch eine Gemeinschaft haben mit Gott. Das ist, was ich das erste probe, den ersten Tag in der Werk nach der Kirche fahren. Und also, das Tiendel geben, das erste geben, das lehrt mich, Gott an die erste Stelle zu haben. Das zweite Ding, was ich geben darf, das erinnert mich, dass alles von Gott kommt. Jedes Mal, wenn ich ein Tiendel gebe, merkt mir das Denken, dass das gleich von meiner Arbeit ist, von wo alles herkommt. Mein Arbeitslohn ist gleich meine Sicherheit, das ist gleich mein Source. Alles kommt von Gott, wenn er ist, dort von wo das herkommt. Und wenn ich geben darf, das hält mich denken, das kommt von Gott, das ist gleich dort, das ist gleich in meiner Kraft. Und David, der redet auch von, die haben ein großes Fass und die Geld sammeln für den Tempelbüren. Und dann sind Geld gekommen und dann sagt Jesus das, in 1. Chronik 29, Vers 14 sagt Jesus das. Was sie was es mir fällt, dass wir im Sturm wären, so viel freiwillig zu geben. Alles ist von dir gekommen, und diese Gabe habe ich von dir gekriegt und dann dir gegeben. Also, das David, der sagt dort an, dort, was sie haben, der Top gebracht in den Tempelbüren, dort wie ich sind, was Gott durch sie gegeben hat, und die haben sie bloß von dort, was Gott gegeben hat, was er gegeben. Alles, was ich habe, jeder Peso, jede Gelegenheit, jeder Odem, der kommt von Gott. Wenn ich ein Tiendel gebe, dann sehe ich daran erinnert, dass alles kommt von Gott, heißt die Source, dass es nicht steht, wo das nicht alle wollen. Wenn ich gebe, dann verliere ich nicht, was ich verdient habe, aber ich gebe drei von was Gott mir gegeben hat. Und dort merkt mir Gott wichtig in meinem Leben. Ich sehe bloß einen Verwalter, ich sehe gleich einen Eigentümer. Und ich sehe nicht, der steht, von wo das herkommt. Das hat nicht damit abhängig, wie viel ich kann verdienen, aber das ist, wie viel Gott geben wird. Und das ist eine gute Nachricht, wenn man das alle abhängig wird von was ich kann verdienen, dann wird das wohl alles sein. Aber wenn das angeplagt ist, mit dort, was Gott geben wird, dann ist das limitless. Dann ist das immer genug. So, geben, das lehrt mir Gott an erste Stelle zu stellen. Das erinnert mich, dass alles von Gott kommen wird. Und das dritte, wegen was ich geben darf, das ist, wegen Jesus lehren wird. Und Sie sagen vielleicht, das Tiendel geben, das ist ein alttestamentliches Prinzip. Und das ist auch. Aber ich glaube, Jesus, wenn ich nachdenken und studieren, dann glaube ich, Jesus lehrt dort in das Neue Testament auch. Und ein von den Versen, was ich bloß gleich zu lesen davon ist, wo Jesus die Pharisäer mal gescheit trachhalten deit, in Trachwiesen deit, wo das mit irgendwie, dass sie ihre Priorities nicht gleich hatten, dass sie ihre wichtigen Dinge nicht eingestellt haben, und das Wichtigste wir, das fingen wir in Matthäus 23, Vers 23, wo zu sagen,
du sagst, Jesus ist das. Wegen Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heuchler, je geben dort Tiende vom Peperkrüt, Anis und Dal im Garten, aber sein nicht, dass das welche ist, je reich, mitleidend und treu zu sein. Das ist, was ihr haben tun sollt, ohne das andere zu unterlassen. Die Pharisäer und Schriftgelehrte, die wäre gewöhnlich wichtig, dass sie würden einen Tiendel geben. Alles, was sie verdienen, was sie ernten, ein Tiendel wie von dort. Und die sagt Jesus hier, und das ist so wichtig, dass eben von der Peperkrüt im Garten, von der Dall, was du weißt, würden sie ein Tiendel bringen. Dann sagt er hier, aber je haben verjährten, was du dort ja reich und mitleidend sein und treu sein, dort habe ich hier loten. Und Jesus sagt, dort hat Jesus tun, dort mit den Menschen, du so die erbarmen haben mit die, und das andere, was sagt er, du so, und das andere zu unterlassen. Also, dort unterlassen, dort Jesus nimmt, dass du so ganz selbstverständlich dort von der Tiendel geben. Die Pharisäer, die folgen ganz streng dort nur, dort, was sie geben sollen, aber die vergessen, dass dort eine Hortensanstellung wäre. Sie puchten mit auf, was sie geben, aber sie haben vergessen, die Menschen an Facebook reich zu behandeln. Und Jesus lehrt uns, je sollen das Tiendel geben. Und dort ist Gott das Ziel. Das Tiendel ist Gottes Ziel. Dort ist bloß ein Anfang. Und von da wieder kommt alles mehr. Und dort ist gerecht sein, mitleidend sein, treu sein, die Frucht von den Jesus leben. Dort wird wir finden, das Leben, Friede und Geduld. So für mich ist dort, wenn Jesus sagt, geben ist wichtig, dort allein ist für mich genug, dort ich gebe Zeug, dort ich will geben. Und, aber ich kann hier so noch 2 mehr Dinge erwähnen, was ich mich berufen will, von Gott zu geben. Und das 4. Ding ist, dort trifft die Furcht aus und büt meinen Glauben. Also, wenn ich geben darf, dort trifft die Furcht aus und büt meinen Glauben. Viele von uns, wir geben Gott, wenn wir haben Angst, wir können Gott erfordern. Wir haben Angst, aber wenn ich mich mit Gott einig war, ich war mit ihm vertrauen und ich fange an zu geben, dann merkt er, dass uns Angst, wenn wir wollen das, und uns Glauben fängt an zu wachsen. In Malachi 3, Vers 10, habe ich auch einen interessanten Vers, was wir haben. Du sagst, es ist das. Gott redet so. Und du sagst, es ist das zu das Volk. Bringt mir das volle Tiendel in meine Speckerschnern, so dass es in mein Haus was zu eten geben. Prüft mich damit auf, sagt der Herr, der alles regiert, und fängt ut, auf ich nicht war verjüngt, war den Himmel aufmerken und ein Seen raufschaden, so dass jünd das ewig schält. Das ist der einzige steht in der Bibel, wo das sagt, wir sollen Gott mal auf die Probe stellen, wir sollen Gott mal versegnen. Und hier sagt er, merkt uns Mut, der Gott merkt diese Mut, das Volk, bringt das volle Tiendel in die Speckerschnern, die steht, wo sie anbeten tun. Und prüft mich mal auf, wenn viele von uns, wenn die Jünger sich ja das mir, wir haben Angst, wenn ich war, das erste geben, was das utreden, wo ich genug habe. Und Gott sagt hier so, prüft mich mal auf, es sagt nicht, wo ein Deil sehen und raufschaden, und jünd war das ewig schälen. Du wirst so viel sein, dass das ganz ewig schälen wird. Und das ist das einzige Mal, was wir das hier in der Bibel, wo Gott sagt, wir sollen einmal aufproben. Ich habe hier so ein kleines
slide van wat ik wel een klein beetje geven. En eenmaal ons geven is een beetje, dat geeft eenmaal een cycle. En we hebben hier, Gott heeft verzorgd ons. En dan, we verbruiken dat. En dan wat passiert dan? Dan hebben we gleich meer. We hebben dat alles verbruikt. En dan het nächste, dan hebben we angst. We haben we haben dat alle verbruikt. En dan, dat Gott ons vader wat geven. En we verbruiken dat. We hebben gleich. En dan hebben we weer angst. En dat is een cycle wat er van angst is. En wanneer we niet op Gott vertrouwen wat hij ons geven heeft, dat is plus zo'n cycle waar we angst hebben. En ik zeg, wat ik geven dat is, dat het mijn angst wegdrijven. En wanneer ik dit heb, wanneer ik plus alles voor mij gebruik, dan heb ik niet, dan heb ik alles verbruikt, dan heb ik niet, dan heb ik angst. En ik geloof, we kunnen, wo ze aankomen, wo we dat kunnen zijn, dat Gott verzorgen dat. We gaan ons aankomen op een van de werken, of een van de maanden, of wanneer we hebben wat verkocht, we hebben verdienst, we hebben verdienst van de arend. Dan, wanneer dat wichtig wordt in ons leven, dan worden we geven. En dat Gott vermeert. Dus dat is een interessant principe in de Bijbel, wat we met de taalmachine gleich kunnen auftalen, wo dat schaffen dat. Aber dus dat is een principe in de Bijbel, wanneer we geven doen, wanneer we Gott trouw zijn, dan dat Gott dingen vermeert. En dan was ons geloven. So, wanneer Gott dat vermeert, dan was ons geloven. En Gott verzorgt, we kriegen wat aan, een werk, een maand, of van ons geschafft, dan geven we en Gott vermeert en ons geloven was. So, ik geloof, dat is een principe, wat we gleich kunnen verstaan, wo dat schaffen dat, aber dat is zo true. Wanneer we zo wordt, wanneer we geven doen, dan is het zo, Gott vermeert dat. Gott hat dat mal nehmen. En wanneer we hier zo zijn, van Gott verzorgen dat, wanneer we geven doen, dan geven we bloß, wanneer we een tiendel geven doen, dan geven we, wanneer Gott aan mij geeft, dan geven we bloß aan mij. Dat is immer ons klar, dat we dan bloß wieder geven doen. Wanneer we treu zijn met geven, zegt Gott, hij gaat dat mal nemen. En hij verzorgt voor zijn kinderen. En wanneer Gott dat mij merkt, wat ik geven doe, dan wordt mijn geloven. En ik vang aan mij te geven. En vang immer mij aan te geven. En Gott wordt dus nog mij geven. En we kunnen vielleicht sagen, dan naar het slecht te zijn, jeft dat eerste, wanneer er is. Maar wanneer dat knapper worden, dan is dat, we zeggen dan, put your money, wat u zeggen dat, niet? Doe ding geld te gaan van wat u zeggen dat, zodat is dan, wo dat geloven brücken dat. Die eerste 10% zijn, Gott, du bist gerade aus meiner Furcht. Gott sagt, verzegt mich mal. En ik denk er nog aan, als ik opwassen deed, als we ons am Anfang befried hadden, dan, als ik thuis opwassen deed, dan had ik euch veel wat voor geld. Mijn dad betaalt alles voor ons. So, dan hadden we niet geld, maar als we ons eerst befried hadden, en dan als we ons eerste check kregen, dan weet ik dat nog, dan Margie en ik, we zeiden, oké, we schaffen dan in Kanada, dit is een check, wat we gekregen hebben,
Zondag, wenn wir in die Kirche fahren, das erste Port, das trafen Gott. Dort war wir nicht mal verbrücken zum ersten, wohin fahren. Und dort ist immer die Jahre, wo wir uitschaffen dann, wo wir einen Lohn kriegen, als ja dort sehr leicht aufgeteilt wird, das schaffen wird. Und dort ist bloß ein Ding, was wir deuten, das habe ich immer nicht zur Frau gestellt, dass wir bloß, was wir deuten. Und dann, als Gott wieder gesehen hat in unser Leben, ist das mehr geworden, als was das dann wir. Und ich glaube, dass ich schon sagen, dass 10% ist gleich das Ziel. Wir haben 14 Zeugnisse hier. Ich denke an eine Person, die sein Zeugnis mitteilt und die Jäuf, Gott brückt den und der wird recht und er sagt, er gibt über den 90% von seinem Einkommen und er brückt bloß 10% für sein Leben. Und wie kann du es im Prinzip, was Gott tut, wenn wir am das erste stellen, dann, das meint Gott, dass wir dann wollen, unbedingt, dass wir wollen Dreck sein, dass wir wollen nie fertig haben. Aber ich sage, wenn du geben das, wenn du treu bist, wenn du dort mit Gott arbeiten das, Gott, der wird versorgen. Was ich lehre, ist, wenn ich Gott das erste gebe, ich kann mit den 90% in Gott sehen, viel mehr mit tun, als wenn ich die 100% für mich allein will, verbrücken und die managen. Wenn wir geben, dann merkt Gott deren was wir nie nicht haben können, merken. Gott versorgt die Dinge, was uns fehlen wird, und was wir uns nie nicht haben können, verstellen. Gott sehnt am Weg, was Geld sich nie nicht hat können kaufen. So jeden lehrt mich, Gott an die erste Stelle zu stellen. Das lehrt mich, dass alles von Gott kommt. Und ich gehe wegen Jesus das lehren das. Und das trifft die Furcht aus und bietet meinen Glauben. Und das ist noch ein Ding, wegen was ich geben darf, das verbindet mein Geld mit einem ewigen Auskommen. Also, wenn ich in meine lokale Kirche geben darf, der hat gleich bloß die Ankasten betonen, oder to keep the lights on, das wir dann nochmal sagen. Aber dort verwandelt sich in ewigen Serien, was du für ewig ist. Und jeden dreht Geld an, zu was ewig ist. Wie ans Geld, das was physisch ist, was natürlich ist, aber wenn ich geben darf, dann gibt das was für immer bestehen. Und Paulus lehrt auch noch was von dort in 2. Korinther 9, Vers 11, du so sagt er zu der Kirche existiert. Je wollen alle Seiten haben gemerkt, dass je Rief utteilen kann. So wollen viele Gott für die Gaben danken, die wir am vermitteln. Durch diesen Dienst, den je mit ihnen geben tun, soll je nicht mehr für dort, wo die Helge brücken, aber auch dafür, dass viele Gott danken. Viele wollen Gott danken, dass je durch diesen treuen Dienst bewiesen haben, dass jene Worte in jene Glaubensbekenntnis mit dem Evangelium von Christus taubstimmen dann. Also Paulus, der erinnert die Korinther so, wenn sie geben dann, Gott sehen, sie können Rief utteilen und das wird dazu beitragen, dass viele wollen Gott loben dafür und die wollen das sein, dass Worte mit der Glaubensbekenntnis von Christus taubstimmen dann. Und wir können sein, das ist, was wir tun. Wir geben drecklich hier so, ab Erntedank, Sonntagsmorgens, wenn wir Fundraiser haben. Und das sollen sie ein. Geben halb, was halb dort? Wir geben unsere Konferenz, die in Tamaulipas mit einer Kirche halten, die unterstützen, die in Veracruz, durch die Mission unterstützen von Hendrik Woll, was eine gute Mission ist, durch die spanische durch.
uns geben, dass unsere Stadt dort heim hier so in Genode fällt, wo die Menschen halb kriegen, was sich selbst, was der halb fehlen wird. Wie uns geben, dass unsere Stadt die Hupning Schule, Kinder haben Gelegenheit in der Schule zu gehen, was der anders nie nicht für eine Gelegenheit haben. Wir geben hier eine andere Schule, dass Kinder da so eine Gelegenheit haben. Wir geben die Bibelschule. Wir geben die Gracia Sublime Kirche, was da einmal der Werk in was Rangen fahren tun, das Evangelium mit tun. Unsere Diakonen, die dann Weihnachtspaketen reinmerken, die dann die utteilende Menschen, was dort fehlen wird. Wir haben da eine Kummer für unsere Diakonen, Menschen reinmerken, die Parks reinmerken tun für Menschen, was dort fehlen wird. Und dort merkt einen ewigen Unterschied. Wenn wir uns Geld, was natürlich ist, wenn wir dort geben, dann dürfen wir dort investen, wo dort nicht was vergehen. Jesus lehrt davon, wenn wir sollen ans Treasure, wir sollen ans Schatz, du so haben, wo Matten und Rost dort nicht was weichfrieren. Und dort, wenn wir das für uns allein holen, was passiert, wenn ich nicht mehr was an, dort wird irgendwo verspielt können, oder dort wird zu nichts werden, oder somebody else wird abbrechen. So, das ist, was wir tun. Wegen was Jesus für uns getan hat, deswegen gehen wir. Und das sind zwei Dinge, die du für immer leben tun. Das sind die Säulen von den Menschen und das ist das Wort Gottes. So, wenn wir geben tun, wenn wir dort investen können, die Menschen, die werden gehalten, die kriegen das Wort Gottes, die werden mit Gott bekannt, dann dürfen wir uns da wir du investen, wo dort was du in Ewigkeit sehen haben. Und ich würde gleich von der, so ist das noch zu sein, du kannst wenn du im Himmel kommen, wenn du nicht geben das, wenn du nicht einen Titel geben das, du kannst wenn noch wichtig sein für Gott, wenn du auch dort für die hältst, was die Bibel sagt, was du Gott gehören hat, gleich die du wen. So wie ein Wort je weg, dort lehrt mich Gott an erster Stelle an. Dort erinnert mich, dass alles von Gott kommt, wenn Jesus dort lernt, wenn dort trifft meine Fähigkeit und büt meinen Glauben. Dort verbindet mein Geld mit einem ewigen Auskommen. Und ich würde sagen, die jüngsten Challenge mehr, dass März 2026, wenn du noch nicht hast, gelehrt zu geben, wenn du nicht den Sehen hast erfahren von geben, sagt die du, denk dat durch, bet Gott, dass er die wird wiesen, was tun, und das ist eine gute Zeit, zum Fernsehen merken, zum Anfangen, im beständigen Geber zu werden. Und wenn du geben das, preist dem Herrn, vertraue wieder Gott. Ich gebe nicht wegen ich Mord, ich gebe wegen Gott ist, wer er ist und was er getan hat. Ich gebe wegen Gott, der soll das Erste in meinem Leben sein. Er ist mein Radar, er ist mein Versorger, er ist mein Herr. Ich gebe nicht, damit ich will kriegen, gebe wegen Gott mir alles in Christus gegeben hat. Gott gibt mir Odem, was ich ihm noch nicht mal getan habe. Der gibt mir Genug, was ich das noch nicht verdient habe. Er gibt mir Sehen Jesus Christus, dass ich noch ein Sünder wäre. Ich gebe nicht einen Titel, wer ich nicht mag, aber aus dem Gehorsam und aus der Anbetung. Wenn Gott nicht mehr wird für mich tun, was er so weit getan hat, als er danach wird, das Erste und das Beste von mir. Und das ist wem, was ich gebe. Und es läuft ja Gott, wir danken dir und preisen dir, dass du Gott bist. Wir danken dir, dass du uns gemerkt hast und dass
wie die kann dein. Und von der Timer, wir beten bloß, musst du uns helfen, die bloß auch in dir treu sein, help uns darüber zu denken, was du von mir weißt, was du von jedem einen persönlich weißt und wo du was haben, wo wir deinen können. Und wir gucken weiter, was du willst tun, was du willst in jeder Leben von uns tun und wo du sehen das und wo du all gesehen hast. Ich danke dir für jedem einen, wer du wirklich geben wird und sehen es für andere und für dich, was das noch ein Challenge ist, musst du dir auch halten, dass sie keinen Frieden mit dir fängen und dass sie würden bloß die treu sein und die an der ersten Stelle stellen und die du wirst kennen in ihrer Lebensregieren. Und wir kicken weiter weichen danken die, was du wirst tun. In Jesus' Namen. Amen. Ons heeft een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons top te horchen. Onze Welt leeft van jou in Diestenis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser jeden was wo lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen. Also deren sind gut für alle Menschen. Wie kommen hier alle sonntagsmorgens Tagklack nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die auch sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merkt wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe steht, dann finden uns das Nummer, was hier ihnen angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Punkten, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich natürlich subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.